Herzlich willkommen beim Bleib daheim Festival hier im Fabrikli Buchs. Bei mir, hier rund um mich, ist die Elektro-Pop-Band We Are Eva aus St. Gallen. Das wäre einerseits der Mann der Synthes und am Saxophon der Nicola, die Frontfrau Kim und die Drum Machine Andy, der ursprünglich aus Buchs kommt. Ja, fangen wir gerne mal mit dir an. Wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Ja, gefunden haben wir uns vor jetzt schon über 2 Jahren mal an einer Jam-Session. Ich habe schon sehr lange zusammen mit dem Nicola Musik gemacht, im Jazzprojekt lustigerweise. Und Nicola und Kim kennen sich bereits schon von der Kanti-Zeit. Und Kim war dann lange im Ausland, ist wieder retour in die Schweiz. Und dann ist sie einmal an die Jam-Session gekommen und Nicola hat mir sie vorgestellt. Und dort haben wir zuerst mal zusammen Musik gemacht und das hat gerade irgendwie gut funktioniert. Und dann sind wir dann einige Wochen später zusammen ins Bauernhaus, sind eine Woche zusammengeguckt, haben geschaut, ob das etwas werden könnte. Und es ist etwas geworden daraus. Also es hat ja relativ schnell bei euch gematcht. Wie sind ihr vom Stil verblieben? Also ist das gerade von Anfang an klar gewesen, dass ihr etwas Elektronisches machen wollt miteinander und nicht jetzt irgendwie so klassisch, ja, so haben wir einen Gitarrist, einen Bassist und einen Sänger und dann lassen wir mal los? Nein, das war lustigerweise eigentlich recht klar gewesen, von Anfang an. Also wir haben gewusst, dass wir wirklich nur in diesem Trio spielen und wirklich keine Gitarre wollen. Also. Das war dann auch irgendwie so immer wieder der Spruch gewesen, ja, wir haben keine Gitarre. Auch etwas, was wir sicher alle noch nicht so gemacht haben, wirklich so Elektropop eigentlich, in einer Band. Aber auch wirklich, dass viele hören selber und es war wirklich auch so ein Träumchen gewesen, wirklich für mich sowieso, all meine Synthes so in diesem Kontext zu brauchen. So, da war es eigentlich recht klar gewesen und wir haben uns dann auch recht schnell so gefunden in den Liedern. Jetzt habe ich gesehen bei euch auf der Webseite, Kim, dass ihr eigentlich diesen Sommer mega cool hättet. Lumnezia steht drauf, Quellrock steht drauf und auch Open Air St. Gallen steht drauf. Wie bitter ist es jetzt, dass es nicht der Sommer von eurem Leben wird? Ja, es tut schon ein bisschen weh. Also wir haben natürlich jetzt, was wirklich bekannt wurde, schon länger damit gerechnet, weil es ja auch vom Ausland her so zu erwarten war, dass es so kommt. Aber wir haben uns natürlich gefreut und ja, scheisst ein bisschen an. Aber wir haben von einigen Festivals schon für nächstes Jahr das Angebot und ich meine, es geht allen gleich, es sind alle im gleichen Boot. Und es ist schön, wenn man dann sieht, dass auch alle quasi auf nächstes Jahr einfach am gleichen Boot weiterziehen, dass man das einfach verschieben um ein Jahr alles. Leider. Ja. Habt ihr jetzt durch die Lockdown-Phase irgendwie neue Kreativität geschöpft? Also heisst, schaffen ihr jetzt ein neues Material dafür, jetzt wo ihr mehr Zeit habt? Ja, das ist bis jetzt hat die Zeit tatsächlich noch gefehlt. Also wir haben noch ein paar andere Sachen aufgekommen, die wir zuerst machen mussten. Was aber ganz lustig war, durch solche Sachen entstehen auch immer Chancen. Wir hatten dann die Chance gehabt, um ein Live-Session-Video aufzunehmen im Casino Herisau. Weil ein Kollege von uns ist Eventtechniker, wir sollten LP machen und der macht das normalerweise an Events und das Licht aufbauen und die ganze Lichtshow drumherum planen. Und damit das nicht ganz im leeren Casino Herisau passiert, haben wir das wieder nutzen und haben 2 Songs aufnehmen. Und der eine davon, Blossom, haben wir schon released und es ist ein mega schönes Video geworden. Und so sieht man, wie so, oder auch so Sachen hier im Fabrikli, das entsteht dann einfach aus diesen Krisen heraus, die man sonst nicht hatte. Und das ist ein mega schönes Gefühl. Jawohl. Nicola, ihr habt ja bis jetzt eine EP veröffentlicht. Sind ihr nicht so Albumtypen oder finden ihr einfach, ja, wir probieren jetzt einmal und schauen, wie die Leute darauf reagieren, dass es auch wirklich ein Publikum gibt für ein Debütalbum? Also ich glaube, bei der EP war es sicher so, das ist so für uns so das erste Baby, haben wir es immer so genannt, und einfach gut für uns, um wirklich mal so ein paar Songs zusammenzupacken. Wir haben dort wirklich uns entscheiden für ein paar Songs, weil wir wirklich viel mehr hatten. Und nachher wirklich auch bewusst gefunden, wir wollen jetzt mal wirklich nur mit Singles, sicher auch beeinflusst durch die ganze Musikindustrie, weil das so ein bisschen läuft, weil Alben auch so ein bisschen am Sterben sind vielleicht manchmal. Aber ja, dass wir nicht Albumtypen sind, stimmt sicher nicht. Und wir sind sicher auch erpicht, um dann wieder mal ein grosses und wirklich so das Debütalbum eigentlich zu machen. Jawohl. Kim, es ist vielfach so, wenn eine Band eine Frau als Sängerin hat,
dass viele Leute das Gefühl haben, ja, das ist das Solo-Projekt von der und das sind ihre zwei Mitmusiker quasi. Jetzt bei euch. Oder? Was machen ihr eigentlich dagegen? Also, bei euch habe ich ganz ein anderes Gefühl. Dir ist es extrem wichtig, dass ihr als Band auftreten, als Trio auftreten. Ja, wie reagierst du jeweils darauf, wenn jetzt jemand noch kommt auf dich und du bist doch du bist doch der Eva, oder? Ich glaube, man muss einmal ein bisschen erkennen, ob es jetzt Sinn ist, zu sagen, nein, wir sind eine Band, oder ob es einfach ist so, also dass man sich einfach grundsätzlich freut, dass jemand irgendwie merkt oder einfach sich für die Musik interessiert und das lässt und so. Aber sonst ist es natürlich, also ich sehe das halt als mega Stärke, dass wir jetzt direkt sind und nicht ich irgendwie allein muss kämpfen und einfach meine Band haben und das ist mein Ding. Das fände ich eigentlich mega schade und ich finde, wir geben uns eben Mühe, wie du sagst, um das auch so quasi zu sagen, dass wir zu dritte da sind, dass wir alle Sachen, die es so gibt, zu dritte machen. Und wir sind dann wirklich sehr so, dass einer das meiste läuft auch alle drei. Also es wird nicht jemand alleine Entscheidungen treffen und systematisch das ein bisschen aufteilt. Und im Endeffekt ist es ja dann wurscht, ob jemand meint, es sei jetzt ich oder mir. Hauptsache, sie hören die Musik und finden es schön und fühlen was dabei. Aber ja, wir sind das Dritte. Wie existenzbedrohend ist für euch das? Oder praktizieren ihr die Musik immer noch so als Hobby? Oder ist es bei euch, hat es doch auch einen finanziellen Aspekt, der jetzt vielleicht wegfällt? Also ich würde sagen, der Bandanteil ist natürlich schade. Also es sind jetzt schon auch viele Gagen weggefallen nach dem Sommer. Und der grösste von dem geht eigentlich wieder in die Band, dass wir wieder so etwas wie eine EP machen können. Also das kostet ja alles ein bisschen leider. Und das tut ein bisschen weh, aber in dem Sinn für die Band, da können wir tragen. Und es gibt ja Leute, die wirklich in Existenz nicht kommen, jetzt gerade momentan. Und von dem her ist die Band jetzt nicht das grösste Ding. Ich bin auch anders noch künstlerisch unterwegs und mir fallen dort jetzt über den Sommer so viele Gagen weg. Aber ich glaube, wir sind alle so im Leben aufgestellt, dass wir jetzt nicht so krass betroffen sind wie andere. Und da kann man das relativieren, finde ich, dass es also schade ist, aber jetzt das andere echt schlechter geht, wo man das kann sagen, hey, ja, nur halt nächstes Jahr so. Oder im Herbst hoffentlich wieder. Ja, das ist gerade meine abschliessende Frage. Wann kann man euch eigentlich dann das nächste Mal... Also jetzt angenommen, bis Ende August gibt es keine Veranstaltungen. Habt ihr schon irgendwie etwas auf den Herbst geplant? Oder? Ja, also wir hätten etwas Kleines im August, das vielleicht stattfinden kann, wenn dann wieder ein paar Leute zusammenkommen, nicht gerade 1000. Und sind jetzt gerade mit einigen am Schauen, wegen Verschieben und so. Ja, im September wäre etwas schon verschoben, jetzt vom Mai, wo wahrscheinlich wieder stattfinden. Eben, da wird man vielleicht nachher etwas eintrudeln. Hoffen wir, auch zumindest, dass wir dann im Herbst wieder live spielen. Aber ist jetzt noch keine riesige Tour geplant, leider. Oder so. Ja. Aber ihr bleibt dran. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Wichtige. Super, ich danke vielmals. Ich stelle mich darauf nicht dazwischen. Es war mega spannend, mit euch zu reden. Und ich hoffe, dass man euch bald wieder einmal mit Publikum sehen kann. Hoffen wir auch. Cool. Okay, danke vielmals für den Besuch. Danke. Danke dir. Merci.